zusammen und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 4, zum letzten Rennen in dieser Saison in Suzuka. Und wir gehen jetzt gerade mal schnell ins freie Training rein. Ja, das letzte Mal waren wir noch in Indianapolis und dort ist ja, gar nicht draus geworden. Wir gehen jetzt aber mal eben nach... Okay. Wir gehen jetzt mal nach Japan, nach Suzuka. Und ja, fahren mal hier ein paar Runden rein. Ich muss zuerst mal wieder ein bisschen die Strecke hinkommen. Wir fahren immer wie immer die erste Runde miteinander. Also, um mal die Strecke auch kennenlernen. Und ja gut, Suzuka kennt man eigentlich ja schon, muss man sagen. Ich glaube, das Umbauten hat es auch gar nicht gegeben dazu mal. Also da wird immer noch alles genau gleich sein, denke ich mal. Aber wir schauen jetzt mal. Wir fahren jetzt einfach mal die Strecke ab. Da kommen wir hier die bekannten S-Kurven hier. Links-rechts Kombinationen. Das Auto unterstützt so stark immer. Also man merkt schon, dass der Minardi von dazu mal nicht gerade das beste Auto war. So. Ja, also die Strecke wird immer noch genau gleich sein. Da gibt es keinen Unterschied. Und mal schauen, ob man die Kurve da vorne auch Vollgas nehmen kann. Wahrscheinlich schon, wenn man den Curb nicht mitnimmt. Wahrscheinlich schon. Also das ist ein bisschen komisch hier in Suzuka, so wie es aussieht. Also, wir sind im Qualifying und es regnet. Volle Pulle wieder einmal einig. Aber wir haben jetzt schon ein paar Mal gezeigt, im Regen können wir gut performen und vielleicht holen wir jetzt auch eine gute Position raus. Mal gucken. Oder wir fliegen einfach ab, mal schauen. Ich würde sagen, wir sehen jetzt gerade auf der schnellen Runde. So, also ab geht's auf eine schnelle Runde. Wird schwierig werden, aber wir probieren es. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ja, bis jetzt eigentlich noch okay gewesen. Ein paar Punkte, wo ich recht langsam war. Boah, mega enge Kurve hier. Wir sind 1,53 gefahren. Aber Trulli war 3 Sekunden schneller gewesen.
Und ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Box und schauen mal, wie es dann weitergeht. Ob ich nochmal rausfahren kann für eine weitere Runde. So, wir sind in der Startaufstellung. Es hat leider nicht mehr gelangt für eine weitere Runde, weil ich habe das Qualifying extrem kurz eingestellt, dass ich eigentlich nur eine Runde fahren kann. Wir fahren aber 10 Runden in den Suzuka. Wir haben die beiden McLaren auf Pole, da kommen beide Ferrari, da kommt Juan Pablo Montoya, der Trulli, Alesi, Panis, Villeneuve, Schumacher, Räikkönen, Irvine, Heidfeld, Frenzen, Verstappen. Wir sind auf 16, okay. Bernoldi, Enge, Fisichella, Della Rosa, Button und Young. Also für den Ralf Schumacher und den Michael Schumacher, also beziehungsweise für den Michael Schumacher sieht es gut aus, für den Ralf Schumacher sieht es nicht so gut aus, weil die sind ja eigentlich noch im WM-Kampf, die zwei. Und der Ralf Schumacher steht jetzt recht weit hinten. Mal schauen, ob es der Michael macht oder der Ralf. Wenn natürlich der Michael rausfliegt, dann sieht es gut aus für den Ralf. Umgekehrt natürlich genau das Gleiche. Aber wir konzentrieren uns auf... Alter, ich kann nicht mehr reden. 5 Ampel gehen da. Und ja, let's go. Guter Start kann das mal. Ich kann einfach nicht mehr reden. Ich weiß nicht, was los ist mit mir. Da kämpfen wir uns durch im Innenfeld. Oh mein Gott. Oh nein! Nein, komm über, nein! Ja, wir sind schon wieder mal dran. Minardi ist so ein langsames Auto. Holy shit. Ah, Mann. Aber los rum. Aber die KI ist teilweise einfach so eiskalt, die macht fast keinen Wank. Oh mein Gott! Oh shit, das war knapp gewesen. Wheel to Wheel! Oh, Berührung! Nein, oh mein Gott! Offroad, wir fliegen ab! Oh, Alter! Mit Glück gehabt, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ja, da haben wir ihn mal. Eddie Irvine aus dem Rennen. Ach Gott. Nein! Ja, das war mal meine Nase. Oh mein Gott! Ja. Ich würde mal sagen, das wäre es mit unserer F1-Karriere. Einmal in Grand Prix 4. Ich tue mal da Zeit drauf rein, weil das hat keinen Wert mehr. Ganz ehrlich, das hat einfach keinen Wert mehr. So, wir sehen, der Michael Schumacher hat gewonnen und ist somit auch Fahrerweltmeisterschaft hat er auch gewonnen, dementsprechend vor dem Ralf Schumacher. Konstrukteursweltmeisterschaft hat auch Ferrari gewonnen, also Ferrari hat mal abgeräumt hier. Wir können noch ins Saisonergebnis hineinschauen. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, wir gehen hier mal komplett runter. Wir sind ja zu unterst wahrscheinlich, wobei, nein, da sind wir.
Also, wir sehen, wir sind in... Was ist das Durchschnitt hier, das oberste? Was sollte das sein? Hä? Was sollte das sein? Was sollte das sein? Australien, oder? Nein, das zweite ist Australien. Ah, das sind Endpositionen, hä? Okay. Also Endposition von uns ist 16. Wir haben in Australien sind wir 18. geworden, Malaysia auch 18. geworden, Brasilien DNF, dann nachher San Marino sind wir 19. geworden, Spanien DNF, Österreich DNF, Monaco 14. Ja, haben wir Monaco beendet? Haben wir Monaco beendet? Kann ich mich gar nicht erinnern. Kanada DNF, Europa DNF, Frankreich DNF, Großbritannien ist eben 7. geworden. Nein, das ist verschoben um 1. Deutschland sind wir 7. geworden, das weiß ich sogar noch. Ungarn DNF, Belgien DNF, Italien DNF, USA DNF, Japan auch DNF. Okay, das ist ein bisschen verbuggt hier am Schluss. Ja, aber egal. Also, wir sehen, wir haben hier richtig verloren, richtig abgeräumt, aber das wäre es gewesen. Mit dieser Folge oder auch mit dieser Saison von Grand Prix 4. Und wenn es euch gefallen würde, würde ich natürlich über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Falls ihr möchtet eine zweite Saison sehen, in einem besseren Team, also ich kann es euch mal schnell kurz zeigen. Dann kann ich natürlich eben sagen, wir nennen Williams. Wir nennen den Ralf Schumacher zum Beispiel können sagen, oder den Juan Pablo Montoya. Wir können auch mit McLaren fahren. Also die könnt ihr gerne mal in die Kommentare hinschreiben, mit welchem Team das als nächstes fahren und mit welchem Fahrer. Ich würde mal sagen, wir nehmen ein bisschen stärkeres Team. Wir können auch noch Jordan nehmen, entweder D'Alesi oder Trulli. Also, wie ihr möchtet, schreibt doch gerne mal etwas in die Kommentare rein und sonst würde ich sagen, würden wir schon mit dem Ralf Schumacher und Williams starten. Weil ich hätte schon noch Bock, noch eine weitere Saison zu machen. Aber ja, mal schauen, mit welchem Team dass wir das wieder machen. Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen würde, ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und auch über das Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge vielleicht nicht gerade, aber sonst sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.